Die säkulare Ethik gründet auf das. Universelle Werte wie Eigentum, ein Recht auf Eigentum, die Wahrung von der Familie, die Heiligung vom Leben, dass wir ehrlich sein sollen. Das sind alles Sachen, die sich fest verwurzelt haben in unserer Zeit. Die meisten Rechtsordnungen der Welt verbieten falsche Aussagen, verbieten Morden, verbieten Ehebruch und so weiter. Oder besser gesagt, Ehebruch verbieten nicht, aber es ist zutiefst etwas in unserer zivilen Gesellschaft verankert. Genau. Das wollte ich sagen. Moment, ich bin gerade ein bisschen verrutscht. Wir sind noch da. Diebstahl habe ich gesucht. Diebstahl ist verboten, genau. Auf jeden Fall, mich fasziniert das, dass so ein alter Text, der 3000 Jahre alt ist, so ein altes Ereignis bis heute prägend ist für unsere Gesellschaft, für unser Leben. Und wir könnten jetzt 10 Sonntage reden über die 10 Gebote und ich habe nur 30 Minuten Zeit. Eigentlich könnten wir eine ganze Serie machen, 10 Wochen, um nur über die 10 Gebote zu reden, aber wir haben keine Zeit für das. Und ich habe mir überlegt, was mache ich jetzt mit euch in den nächsten 30 Minuten, über was fokussiere ich. Und ich möchte gerne mit euch nicht so sehr über den Inhalt der 10 Gebote reden, sondern mehr über den Kontext der 10 Gebote. Weil ich glaube, die Geschichte, wie das Ganze entstanden ist etwa gleich wichtig wie die Gesetzgebung selber. Ich weiß nicht, ob du es gewusst hast, dass die verschiedenen Denominationen die 10 Gebote unterschiedlich zählen. Ich habe euch eine Tabelle mitgebracht, wo das aufgeführt ist. Und du siehst, links sind die 10 Gebote aufgeführt und rechts in der Spalte sind die verschiedenen Denominationen aufgeführt. Und du merkst, dass die Katholiken und Lutheraner gleich zählen und sie tun das Gebot, du sollst keinen anderen Gott haben und du sollst dir kein Bildnis machen von ihm, ist für sie ein Gebot. Und dass sie wieder auf 10 kommen, am Schluss haben sie, du sollst das Haus von deinem Nächsten nicht begehren und auch die Frau sind 2 separate Gebote. Verstehen ihr? Wir reformiert Orthodoxen, wir zählen das anders und können auch aufzeigen. Aber was ganz spannend ist, finde ich, wie die Juden zählen. Für die Juden ist das erste Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus einem Sklavenhaus. Spannend, für die Juden ist das erste Gebot. Für die Juden fangen die 10 Gebote nicht an mit einer Aufforderung, sondern mit einem Zuspruch. Und dass sie dann nachher wieder auf die 10 Gebote kommen, ist, dass sie die letzten 2 wieder zusammennehmen, oder? Wir wissen auch, es sind 10, aber wie man das zählt, ist eigentlich nicht beschrieben in der Bibel. Aber ich finde das bemerkenswert und entscheidend. Und ich glaube, die Juden haben etwas verstanden, wo wir uns daran erinnern sollten. Bevor Gott irgendetwas von seinem Volk will, erinnert er sie, wer er für sie ist und was er für sie gemacht hat. Er zeigt sich als persönlicher Gott für sie, als einer, der sie schon bereits befreit hat. Gnade kommt zuerst, verstehst du? Gnade kommt zuerst und dann das Gesetz. Die Erweilung kommt zuerst und dann kommt das, was Gott von seinem Volk will. Manchmal haben wir so ein Bild vom Alten Testament, von den Juden, dass Gott ihnen ein Gesetz gegeben hat, um zu schauen, ob sie sich daran halten, damit sie sich ihre Errettung verdienen. Und das ist eine verkürzte Sicht und eigentlich falsch, weil für die Juden ist klar gewesen, Gott hat sie befreit. Gott hat sie schon gerettet. Gott hat sie schon aus der Sklaverei befreit in die Wüste und gibt ihnen jetzt die Gebote. Und ich möchte euch jetzt vorlesen, so wie die Einleitung, die Gott Mose gibt, warum er die 10 Gebote gibt. Das ist so wie der Hintergrund oder das Fundament, wie auf dem wir die Gebote müssen verstehen. 2. Mose 19, 3-6. Da sagt Gott Mose beim Berg. Mose aber stieg hinauf zu Gott und der Herr rief ihm vom Berg zu: So sollst du zum Haus Jakob sprechen und den Israeliten verkünden. Ihr habt selbst gesehen, was ich Ägypten getan und wie ich euch auf Adlersflügen getragen und hierher zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet von allen Völkern ihr mein
Eigentum sein. Denn mein ist die ganze Erde. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern sein und ein heiliges Volk. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Moses, sag dem Volk Israel zuerst, bevor du ihnen jetzt sagst, was die 10 Gebote sind und alles sonst, was ich vorher, sag ihnen die Einleitung. Weil das ist so, in diesem Kontext muss man die 10 Gebote verstehen. Und ich liebe die Wortwahl, die Gott hier verwendet. Ich habe euch wie auf Adlersflügen aus der Sklaverei rausgeflogen, rausgebracht. Ich habe euch beschützt, bewahrt. Ich habe euch versorgt. Und ich habe euch zu mir gebracht in die Wüste, dass ihr mein Eigentum seid. Du merkst das Relationale in dem Ganzen. Gott ist ein Gott von der Beziehung, der sagt, kommt zu mir. Ich habe euch gerettet, dass ihr bei mir seid. Mein Eigentum seid. Und er sagt, ich gebe euch die Gebote, dass wenn ihr die haltet, ihr auch als mein Eigentum in dieser Welt sichtbar werdet. Oder? Ein heiliges Volk, ein Königreich von Priestern. Haltet die Gebote, dann werdet ihr als mein Eigentum sichtbar. Dann sind ihr wie abgesondert aus dieser Welt. Und ihr werdet ein Königreich von Priestern sein. Das ist so spannend, weil Könige und Priester sind eigentlich ganz wenige Leute. Ein Volk hat normalerweise einen König, oder? Und eine Handvoll Priester. Und der König ist für die Herrschaft zuständig. Er hat geschaut, dass Gottes Reich, Gottes Herrschaft real wird im Volk. Oder? Und Priester sind dazu da zum Vermitteln zwischen Gott, dem Himmel und der Erde. Sie haben den Menschen den Zugang zu Gott eröffnet, zum Göttlichen, zum Himmlischen. Und jetzt sagt Gott zum ganzen Volk, nicht nur zu Einzelnen, ihr seid als Volk meine Könige und Priester. Und das ist spannend, auch im Neuen Testament greift das der Apostel Petrus auf und sagt, alle, die an Jesus glauben, sind ein Königtum von Priestern. Jeder von dir, jeder von uns, du bist ein König oder ein Priester. Du darfst Gottes Reich auf die Welt bringen. Schau, dass das etabliert wird. Und durch dich sollen Menschen Zugang finden zu Gott. Also das war Gottes Idee, die er hatte mit den 10 Geboten. Aber ich möchte, dass wir die Grundlage, bevor wir jetzt ein bisschen mehr ins Detail gehen, nicht verpassen. Die Grundlage und der Hintergrund von diesen 10 Geboten. Dass Gott das aus Liebe macht. Gott hat sie schon befreit und dann gibt er ihnen die Gebote, damit sie frei bleiben. Aber es ist die Liebe, die zentral ist. Ich glaube, wenn wir die Grundlage verpassen, passiert so schnell. Dann sind wir schnell in einer Gefahr, dass wir als Gemeinschaft gesetzlich werden. Und dass es einengend wird und dass wir das Gesetz von Gott nicht als etwas empfinden, das uns frei macht, sondern belastet. Weil wir das Herz dahinter vergessen. Ich werde das wahrscheinlich nie mehr vergessen, als ich im Militär war. Ich bin in der Schweiz im Militär, genau. Und dort lernst du schießen mit einer Waffe. Und so ab und zu gehst du auf eine 300 Meter Schiessanlage und das sieht dann so aus wie auf dem ersten Bild. Du liegst dort und zielst nach vorne, oder? Das bin nicht ich, das ist einer von Google. Aber du bist auf deiner Schiessanlage und du hast ein Ziel vorgehen. Auf dem nächsten Bild siehst du eine Zielscheibe, dann hast du Ziel 8 und der links neben dir hat Ziel 7 und der rechts neben dir hat Ziel 9, oder? Und jeder ist in seiner Bahn und schießt auf das Ziel. Und es ist gar nicht so einfach, weil es ist 300 Meter weit weg und du schießt, also wir sind nicht aufgeklärt gewesen, wir haben kein Zielfernrohr gehabt und haben einfach mit Kimme und Korn schießen. Auf jeden Fall, es ist nicht so einfach, auf 300 Meter das Ziel zu treffen. Und darum hast du auf der rechten Seite von dir so einen Bildschirm und auf dem nächsten Foto siehst du das noch besser. Du hast so einen Bildschirm, der dir anzeigt, wo du triffst. Auf dem Ziel, oder? Und dann hat der Wachmeister, wir sind alle dort gelegen, oder? Unser ganzer Zug, der Wachmeister hat uns erklärt, wie das funktioniert und hat kontrolliert, wie gut das wir machen. Und dann haben wir alle dort hinten geballert, oder? Und ein paar von uns haben gut getroffen und ein paar von uns haben weniger gut getroffen. Und einer der Soldaten, wir nennen ihn jetzt mal Hans, hat einfach nie getroffen. Das bin nicht ich gewesen, einfach so, zum Klären. Er hat nie getroffen. Er hat das Ziel immer verfehlt. Und der Wachmeister hat kontrolliert, wie treffen wir und so weiter. Und ist irritiert gewesen, wieso der Hans nicht trifft.
Und dann hat er gedacht, ist der Bildschirm kaputt vielleicht? Vielleicht zeigt der Bildschirm nicht an. Und dann hat er gesagt, Ziel, schieß auf, was machst du? Und dann hat er gesagt, also komm, gib mir mal dein Gewehr. Dann ist der Wachmeister am Boden gelegen und hat mit seinem Gewehr dort hinten geschossen, hat das extra noch eingestellt, oder? Schön justiert, Kim und Korn, hat geschossen, natürlich jeden Treffer, einen Schwarzen noch getroffen. So, jetzt nimmst du das Gewehr und schießt dort in dein Ziel. Der Hans ist angelegen, kein Schuss getroffen. Kein einziger Schuss. Einfach nie getroffen. Und der Wachmeister ist langsam durch. Was ist los, Hans? Wieso triffst du nicht? Was willst du mich eigentlich verarschen? Und so weiter. Und dann hat er, ich weiss nicht, eine Zeichnung gemacht. Hat er ein Blatt Papier genommen. Das ist richtig hässlich, war ein roter Kopf. Hat er eine Zeichnung gemacht. Hat ihm aufgezeichnet, wie das mit Kimme und Korn funktioniert, wie man das Gewehr muss anheben, dass man trifft. Und er gesagt, jetzt trifft er. Und der Hans war schon verunsichert gewesen, oder? Und hat wieder geschossen, nie getroffen. Und du musst dir vorstellen, wir alle haben nicht mehr geschossen, sondern haben uns versammelt um einen Hans und um einen Wachmeister. Und alle haben irgendwie Tipps gegeben. Und er hat einfach nie getroffen. Der Wachmeister ist völlig verzweifelt. Und dann hat er plötzlich die Idee gehabt. Ich habe gesagt, aber Hans, du schießt schon aufs 8. und nicht aufs 7. oder aufs 9. Das 8. oder schießt, du schießt aufs 8. Und er sagt, ja, ich schieße aufs 8. Was hätte können sein, dass er aufs falsche Ziel schießt? Nein, ich schieße aufs 8. Schießt, trifft nicht. Und dann hat irgendeiner in der Gruppe die Idee. Aber Hans, du schießt aber nicht aufs 8. Oben auf die Nummern. Und der Hans so, doch, ich schieße aufs 8. Er hat mir gesagt, ich muss aufs 8 schießen. Der Hans die ganze Zeit auf die Nummern über dem Schild geschossen. Versteht ihr? Er hat oben drüber, versteht ihr, oder? Das heisst, er hat alles gut machen. Aber er hat das Ziel trotzdem verfehlt. Er hat gemacht, was man ihm gesagt hat. Er hat gesagt, du schießt aufs 8, du schießt aufs 7. Und er so, okay, Chef, ich schieße aufs 8. Und ich will die Geschichte nie mehr vergessen, weil sie einfach so lustig ist. Aber das ist mir ein Bild geworden für das Gesetz Gottes. Das Gesetz Gottes, die 10 Gebote sind richtig und gut. Und wichtig und heilig. Und wir tun wirklich gut daran, die zu befolgen. Gott ist unser Schöpfer und er weiß, was gut für uns ist. Wir sollen die befolgen. In der ganzen Ehrfurcht vor Gott auch. Sollen wir uns daran halten, was Gott von uns will. Weil wir ihm vertrauen, dass er es gut mit uns meint. Aber es ist möglich, das Ziel zu verfehlen. Auch wenn wir sogar mit dem besten Wissen und Gewissen das richtig machen wollen, weil wir den Sinn hinter dem Gebot nicht verstanden haben. Weil wir das Herz von Gott hinter dem Gebot vergessen. Verstehen Sie, was ich meine? Es ist möglich, komplett, du machst alles richtig, aber weil du das Herz hinter dran nicht verstehst, wieso Gott die Gebote gegeben hat, verschiessest du das Ziel und triffst nicht. Jesus hat das einmal erklärt und ich finde, das bringt es auf den Punkt. Er ist mit seinen Jüngern unterwegs am Sabbat. Und er ist genau, das ist der Vers, den ich gerade nachher einblenden will. Du zeigst mir irgendein Video, du lenkst mich so ab. Entschuldigung, ich bin so abgelenkt. Irgendein YouTube-Video, wo du mir sagst, sorry. Oh my goodness, ich bin da. Sind ihr da? Chloe, was machst du? Ich verfehle mein Ziel gerade in meiner Predigt. Okay. Also, Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern und sie sind am Sabbat unterwegs. Und seine Jünger haben Hunger und essen von der Ähre beim Weizenfeld. Und die Juden, also die Schriftgelehrten, die Pharisäer, denen, was ganz wichtig ist, dass man das Gesetz Gottes einhält, finden das schlecht. Sie reklamieren bei Jesus und sagen, hey, Gott sagt in seinem Gesetz, im 3. oder 4. Gebot, je nachdem wie du zählst, am Sabbat darfst du nicht arbeiten. Warum ernten deine Jünger die Weizen? Es ist verboten. Und dann sagt Jesus etwas Grundlegendes. Er sagt, jetzt hast du den Vers einblenden, Markus 2, Vers 27. Der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Und ich denke, Jesus sagt da etwas Grundlegendes, was wir auch übertragen können über das Gesetz von Gott. Immer, wenn Gott seine Gesetze gibt,
gibt er die für den Mensch. Und wir Menschen sind nicht gemacht für das Gebot, sondern Gott hat die Gebot gegeben für den Mensch. Und Jesus sagt, das ist schon richtig, du sollst schon den Sabbat halten, du sollst schon einen Tag ruhen, aber wenn ein Esel in eine Grube geht am Sabbat und Hilfe braucht, dann rettest du ihn auch aus dem Loch raus, auch wenn das Arbeit ist, rein nach dem Gesetz, oder? Ihr habt das übertrieben, ihr habt den Sinn hinter dem Gesetz vergessen. Die Idee hinter dem Gesetz ist, Gott liebt euch, Gott weiß besser, was gut für euch ist. Haltet euch an das, was er sagt, weil er es besser weiß als du und ich. Verstehen ihr? Aber das Herz dahinter ist die Liebe. Menschen sollen aufblühen. Und ich finde das so bezeichnend. Das heißt, Gott treibt sein Volk aus der Sklaverei auf Adlersflügel. Er beschützt sie, er führt sie, noch bevor sie irgendein Gebot halten. Versteht ihr? Noch bevor sie die 10 Gebote kennen. Gott hat sie geliebt und befreit. Noch bevor sie etwas geleistet haben. Und dann gibt er seine Gebote, damit sie in der Freiheit bleiben können. Wir tun oft Gebot missverstehen, glaube ich. Wenn Gott uns Gebot gibt, denken wir oft so, wieso engt er mich ein? Und nein, ich finde, das weiß es besser und so. Aber jeder gute Vater, jede gute Mutter gibt seinen Kindern Grenzen. Gebot. Wo das Kind sich bewegen drin, oder? Ich habe letztens ein gutes Zitat gelesen. Eltern, die ihren Kindern nie Grenzen setzen, bekommen ein Kind, das am Schluss niemand mehr gern hat. True? Grenzen sind gut für uns Menschen. Gebote sind richtig. Aber Eltern geben ihren Kindern Gebote nicht, um sie klein zu halten, sondern dass Kinder aufblühen können. Dass sie lernen können, was es heisst, auf dieser Welt zu leben. Und wenn Gott unser Vater ist, was noch besser weiß als unser irdischer Vater, wie viel mehr sollten wir ihm vertrauen, wenn er uns Gebot gibt? Und weißt, man kann auf der anderen Seite vom Ross runterfallen, gell? Man kann das auch übertreiben, das, was ich heute am Oben sage. Und ich habe gedacht, ich muss das vielleicht ein bisschen mehr betonen heute so als am Morgen. Wir können sagen, Gott ist Liebe, ich kann machen, was ich will. Verstehen Sie? Und das ist auch falsch. Weil, wenn dein Leben komplett anders aussieht, wie das, was die 10 Gebote dir sagen, und du sagst aber, ich mache das, weil ich habe die Freiheit, Gott hat mich auch geliebt. Ich glaube, dann bist du auf der anderen Seite vom Pferd runtergefallen. Es ist so witzig. Letzten Sonntag habe ich die Predigt im ICF Lörrach gehalten. Und dann bin ich heimgekommen und habe meiner Frau erzählt, dass ich im Lörrach predigt habe. Und sie hat gesagt, sie wird nächsten Sonntag predigen, hier im ICF Basel. Und ich habe gesagt, was willst du so predigen? Und dann hat sie mir so gesagt, weißt du, Matthias, ich glaube, ich muss etwas über die Heiligkeit und Gottesfurcht bringen. Weil mich nervt das so, dass wir immer Liebe sagen. Und ich so, okay, das ist super, dann kannst du alles relativieren, was ich jetzt am Sonntag vorher sage. Aber das ist beides richtig, oder? Es ist beides wahr. Gott liebt, wie ein Vater sein Kind. Und wir tun gut daran, seine Gebote zu befolgen. Nicht, weil wir unsere Erlösung verdienen wollen, sondern weil wir ihm vertrauen. Weil wir wissen, es ist gut, was er sagt. Verstehen Sie? Wenn Gott sagt, du sollst die Ehe nicht brechen, wir sagen, das gilt für mich nicht. Sex gehört nicht in eine Beziehung von der Ehe. Nein, das kann ich so leben, wie ich will. Das kannst du schon machen. Aber Gott hat seine Ordnung gegeben. Ich sage das nicht zum Verurteilen, sondern zum Provozieren, verstehst du? Verstehst du, was ich meine? Du kannst machen, was du willst. Du bist ein geliebtes Kind von Gott, aber Gott sagt, halt den Sabbat. Nein, brauche ich nicht. Und wir laufen in Burnouts rein und Burnouts rein und Burnouts rein. Weil wir einfach sagen, nein, das gilt für mich nicht. Wieso? Was nimmst du dir raus, um zu sagen, nein, Sabbat gilt für mich nicht? Weißt du, was ich meine?
Verstehst du? Und man kann auch auf dieser Seite vom Ross runtergehen, aber ich muss das jetzt nicht weitermachen, weil meine Frau wird nächsten Sonntag den Nagel einhauen. Ich möchte heute über die Liebe von Gott reden, okay? Aber Gott gibt die Gebote alle aus Liebe. Er gibt den Rahmen alle, macht er alles, weil er will, dass wir aufblühen, weil er weiß, was richtig und falsch ist. Und er weiß es besser als ich. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott besser weiß, was für dich gut ist, als du selber? Das ist, glaube ich, der Knackpunkt, oder? Dass wir ihm vertrauen. Der Liebesspruch von Gott ist Gehorsam. Hast du das gewusst? Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, haltet ihr an meine Gebote. Der Liebesspruch von Jesus sind nicht nette Worte in erster Linie. Der Liebesspruch von Jesus sind nicht Geschenke, sondern Gehorsam. Jesus hat es gern, wenn wir ihm gehorchen. Warum? Weil er weiß, dass es uns dann gut geht. Amen? Weil er uns liebt. Okay, so. Der Mensch ist nicht für das Gebot da, sondern Gebot für den Mensch. Das Herz dahinter ist absolut entscheidend. Der Geist hinter dran ist wichtig. Der Paulus schreibt es so im 2. Korinther 3, Vers 6. Er hat uns befähigt, Diener des neuen Bundes zu sein. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Der Paulus redet vom Buchstaben, von den 10 Geboten. In diesem Kontext redet er über die 10 Gebote. Er sagt, der Buchstabe allein tötet. Aber der Geist hinter dem Gebot macht lebendig. Verstehen Sie? Wenn wir den Spirit verstehen vom Gebot, wenn wir den Geist hinter dran verstehen, das heißt im Buch Exodus, dass der Finger Gottes die 10 Gebote geschrieben hat in die steinerne Tafel. Der Finger von Gott. Und Jesus braucht das Bild. Und er sagt, das ist Kraft vom Heiligen Geist. Das ist Gott, der Heilige Geist hinter dran gibt seine Gebote. Und so tötet der Buchstabe nicht, sondern so macht er lebendig. Ich möchte schließen mit einer Geschichte aus Narnia. Wer kennt von euch Narnia? Narnia, genau. Das ist geschrieben worden vom C.S. Lewis. Der C.S. Lewis war ein christlicher Apologet, also ein Verteidiger vom Glauben, ein Schriftsteller aus Großbritannien. Einer der besten Freunde von J.R. Tolkien, der Herr der Ringe geschrieben hat. Das sind so Buddies gewesen. Aber der C.S. Lewis hat immer wieder Literatur geschrieben, zum Inhalt vom christlichen Glauben zu plausibilisieren. Und eine von diesen Geschichten war Narnia. Und in Narnia gibt es zum Beispiel den Aslan, den Loi Aslan. Das repräsentiert Jesus in seiner Geschichte. Und dann gibt es aber auch Gegenspieler, das ist die weiße Hex, das repräsentiert den Teufel. Und ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, dann haben die 4 Kinder so einen Schrank gefunden und können durch den Schrank nach Narnia laufen, oder? Und wir haben oben im Loft so einen Narnia-Schrank angebaut, wegen dem. Nein, nicht wegen dem, aber wir haben auch so einen Narnia-Schrank. Auf jeden Fall können sie in die Welt Narnia eintauchen, wo dann der Kampf zwischen Gut und Böse stattfindet und so weiter. Und dann passiert, dass die Hex, der Edmund, einer von den 4 Kindern versucht und in Versuchung führt. Genau. Und sie sagt ihm, hey, verrat du mir den Standort von deinen Geschwistern, dann gebe ich dir Reichtümer und ganz viel Schlagzeug. Und der Edmund fällt auf die Versuchung darauf ein und er liefert seine Geschwister aus. Was dann passiert, ist ein bisschen makaber. Die Hex sagt, der Edmund hat das Gesetz gebrochen. Verrat bedeutet Todesstrafe. Und sie wehren sich und sagen, nein, das kann nicht sein. Und so. Und die Hex sagt, doch, das gute Gesetz von Narnia sagt, der Lohn von der Sünde ist der Tod. Der sündigt, muss sterben. Und er hat seine Geschwister verraten. Der Edmund gehört jetzt mir und ich fordere seinen Tod. Und das passiert, er wird verurteilt, aber dann kommt es so, dass der Aslan, der König von Narnia, der Loi, einschreitet und sagt, stopp, verschone den Edmund. Und der Hex sagt, nein, das Gesetz von Narnia sagt, der Sünder muss sterben, das ist dein Gesetz, das ist dein Gesetz, du hast gesagt, Sünde führt zum Tod, der muss sterben. Und dann sagt der Aslan Folgendes, okay, ich gebe mein Leben für den Edmund.
und lässt sich herrichten. Und für Tax ist das natürlich der Deal vom Jahrhundert, oder? Das ist ihr Erzfeind und sie sagt, ja, also, den gehe ich ein. Weil dann kann ich den ein für alle Mal beseitigen und dann kommt der Edmund frei, der Aslan gibt sich hin und in einer düsteren Nacht wird er auf den Steintisch gebunden und gefesselt und der Steintisch symbolisieren die steinernen Tafeln von den 10 Geboten. Oder? Und dann kommen all die Viecher, die dunklen Kreaturen und treiben ihren Spott mit dem Aslan, rasieren ihm den Kopf und so weiter und am Schlussendlich wird er durch ein Messer hingerichtet. Und du hast das Gefühl, jetzt ist fertig. Der liebe Aslan ist tot. Und dann passiert aber etwas Unglaubliches. Der Aslan steht wieder von den Toten auf. Der Steintisch wird zerbrochen in der Nacht. Und der Aslan erscheint wieder den Leuten. Und sie sagen, was ist passiert? Und Tax hat gemeint, sie hat gewonnen. Tax war schon unterwegs mit ihren Kriegern und ist losgegangen. Und hat gemeint, ich habe gewonnen. Und dann sagen sie, wie hätte das können sein? Wie hätte das können sein, dass du jetzt wieder lebst? Und dann sagt der Aslan Folgendes. Er sagt, wenn jemand, der schuldlos ist, sich freiwillig anstelle eines Schuldigen opfert, wird das Gesetz durchbrochen und der Tod wird rückgängig gemacht. Und alle so, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass jetzt das Gesetz gebrochen ist und das durchbrochen ist? Und Tax, es ist wie als würde Tax sagen, hey, aber das Gesetz sagt doch, er muss sterben und so weiter. Wie kann man das jetzt einfach umgehen? Und es ist wie als würde der Aslan zu Tax sagen, wo bist du gewesen, wo das Gesetz geschrieben worden ist? Ich bin dabei gewesen. Du verstehst die tiefere Ebene vom Gesetz gar nicht. Du verstehst nur die Oberfläche vom Gesetz. Die legalistische Ebene vom Gesetz. Sünde gleich Tod, aha, nein. Aber das Gesetz ist geschrieben worden aus Liebe. Und wenn einer sein Leben hergibt, stellvertretend für einen Sünder, wird das Gesetz nicht durchbrochen. Die tiefere Ebene vom Gesetz wird jetzt erfüllt. Verstehen Sie? Die Liebe ist dahinter. Die Liebe ist das Zentrum vom Gesetz Gottes. Und ich liebe diese Geschichte, weil sie symbolisiert das, was Jesus für dich und mich gemacht hat. Gott ist in Jesus Christus an deiner Stelle am Kreuz gestorben und befreit dich vom Rechtsanspruch vom Gesetz. Besser noch, er schenkt dir den Geist Gottes, was heißt, schreib das Gesetz in dein Herz. Nicht mehr auf steinerne Tafeln, sondern auf ein fleischendes Herz. Sodass du willst machen, was er von dir will. Sondern du willst synchron mit dem Geist Gottes, mit dem Geist hinter dem Gebot. Und auch wenn wir das Ziel verfehlen und auf die falsche Scheibe schießen oder auf die Nummer und das Zeug nicht so machen, wie er es von uns will, und nicht können machen, hat er es für uns schon gemacht am Kreuz, dass der Rechtsanspruch in dir und mir erfüllt wird. Der Paulus beschreibt das so in Römer 7, 25 bis 8 bis 4. Ich tue nur 2-3 Verse jetzt vorlesen, das wäre zu lang, aber das sind die Schlüsselverse. Und Paulus sagt, Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr. Es gibt also keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott. Amen. Das, was du und ich nicht können machen, hat Gott für dich und mich gemacht. Es ist gut, dass wir uns an das Gesetz von Gott halten. Es ist richtig, es ist heilig und gut. Und wir sollten in einer Ehrfurcht vor diesen Geboten stehen. Aber das, was wir nicht schaffen, hat Gott für uns gemacht. Ich liebe das, weil die Kraft zur Veränderung liegt nicht im Gesetz, sondern in der Liebe hinter dem Gesetz. Dort liegt Kraft drin. Dort ist Transformation vorhanden. Das ist der neue Bund, der Geist von Gott. Und ich möchte gerne für dich beten jetzt, dass du erfüllt wirst mit dem Geist Gottes, dass er mit seinem Finger in dein Herz hineinschreiben darf. Und dass er Sachen umschreiben in deinem Leben. Dass er Sachen wieder in Ordnung schreiben darf. Und er befreit dich von all deiner Schuld. 100%. Er liebt dich wie ein Vater sein Kind, aber er kann dich innerlich verändern. Aber du musst bereit sein, dein Herz zu öffnen für ihn. Und sagen, okay Gott, dort wo ich jetzt meine eigenen Wege gegangen bin, kehre ich um.
Und ich gehe deinen Weg. Ich gehe deine Richtung. Das, was du sagst, ist richtig. Und er kommt auch mit seinem Heiligen Geist und schreibt dir in dein Herz hinein. Er nimmt die Lasten weg von der Religiosität. Lasten weg. Und er führt dich in die Freiheit. Und ich möchte gerne jetzt für dich beten. Und wenn das du bist, darfst du gerne dein Herz wie öffnen in diesem Moment. Und dich wie hinstrecken zu Gott. Vater, ich bitte dich heute Abend, dass du jetzt den Raum einnimmst, den wir dir geben. Du siehst alle unsere Herzen. Du siehst alle Herzen, die sich jetzt öffnen für dich, für dein Reden, für dein Wirken, für deinen Finger. Und Vater, ich bitte dich, dass du in der Kraft vom Heiligen Geist jetzt Herzen veränderst. Dass du dein Gesetz in unsere Herzen schreibst. Dass du deine Liebe ausgießt in unsere Herzen. Dass wir erfüllt werden mit dem Herz hinter dem Gesetz. Vater, ich bitte dich, dass du Lasten jetzt brichst. Dass du Lasten wegnimmst. Dass eine Leichtigkeit in den Raum kommt. Leichtigkeit kommt auf unsere Schultern. Dass wir dir folgen mit Freude, mit Liebe. Du hast gesagt, dort, wo dein Heiliger Geist ist, dort ist Freiheit. Der Buchstabe tötet, aber dein Geist macht lebendig. Ich bitte dich, dass du das heute so oben machst. Im Namen von Jesus. Amen. Amen.